Das Stille, meine Damen und Herren, ich bin Sonam Hamo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit in Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama erhält die zweite Dosis des Covid-19-Impfstoffs. Seine Heiligkeit der Dalai Lama und die CTA spenden an den PM Cares Fund. Der Bhinte Lama wird 32 Jahre alt. Tibeter und Unterstützer fordern weiterhin seine Freilassung. Diplomatischer Meilenstein. Tibet-Büro in Washington D.C. empfängt Beamte des US-Außenministeriums zu einem Treffen. Japanische Parlamentarier beglückwünschen Siddhung Dr. Lobsang Singhi. Jahresbericht der US-Kommission für internationale Religionsfreiheit. Chinas allgegenwärtige Kontrolle und Unterdrückung des tibetischen Buddhismus setzt sich auch im Jahr 2020 fort. Tibet-Büro in Taiwan veröffentlicht Biografie von Gasu Gebde Rinpoche. Seine Heiligkeit der Dalai Lama hat am Montag dieser Woche in seiner Residenz die zweite Dosis des Covid-19-Impfstoffs erhalten. Seine Heiligkeit hatte seine erste Dosis am 6. März im örtlichen Krankenhaus in Dharamsala erhalten und ermutigte jeden, sich impfen zu lassen, indem er die Impfung als etwas Hilfreiches für das größere Wohl der Menschheit bezeichnete. Während Indien mit einer steigenden Anzahl von Covid-19-Infektionen mit fast 350.000 neuen Fällen kämpft, leisten die Tibeter Unterstützung, indem sie zu Indiens Hilfsmaßnahmen beitragen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama hat am Dienstag dieser Woche über den Dalai Lama Trust eine Spende an den PM Cares Fund geleistet. Das spirituelle Oberhaupt Tibets sagte, dass er die anhaltende Herausforderung, die die Covid-19-Pandemie auf der ganzen Welt darstellt, auch in Indien mit Sorge verfolgt. Die tibetische Zentralverwaltung kündigte an, dass ihre Beamten und Mitarbeiter ihr Tagesgehalt an den PM Cares Fund spenden werden. Die tibetische Zentralverwaltung hat außerdem einen dringenden Appell an die tibetischen Gemeinschaften weltweit gerichtet, für die laufenden Covid-19-Hilfsmaßnahmen in Indien an den PM Cares Fund zu spenden. Am 25. April 2021 begingen Tibeter und Tibet-Unterstützer auf der ganzen Welt den 32. Geburtstag von Gedun Chökyi Nyima, dem am längsten inhaftierten politischen Gefangenen der Welt. Der Präsident der tibetischen Zentralverwaltung, Dr. Lobsang Singhi, forderte China auf, den 11. Bhinte Lama sofort freizulassen und ihm zu erlauben, in sein Kloster Dachil Hymbo in Shigatse, Tibet, zurückzukehren und seine wichtige Rolle als Tibets zweithöchster religiöser Führer zu übernehmen. I demand and urge the United Nations, human rights rapporteurs, journalists all over the world to write about him. Go to Tibet, ask the Chinese government for his immediate release so that he could enjoy basic human right like any other human being. In ähnlicher Weise drückten Tibet-Unterstützer aus der ganzen Welt ihre Besorgnis über die noch immer andauernde Inhaftierung des Bhinte Lamas aus. Das US-Außenministerium forderte China auf, sofort den Aufenthaltsort des Bhinte Lamas preiszugeben. We call on the PRC government to immediately make public the Tibetan venerated Panchen Lama's whereabouts and to give us this opportunity to meet with the Panchen Lama in person. Es ist 26 Jahre her, dass er im Alter von 6 Jahren verschwunden ist. Anfang dieser Woche wiederholte die US-Kommission für internationale Religionsfreiheit, abgekürzt USCIRF, ihre Forderung an die chinesische Regierung, Gedun Chökyi Nyima, einem ihrer Definition nach religiösen Gefangenen des Gewissens, freizulassen. Die USCIRF erneuerte ihren Aufruf an die chinesische Regierung, einem unabhängigen Experten zu erlauben, den 11. Bhinte Lama zu besuchen und sein Wohlergehen zu bestätigen und ihn sofort bedingungslos freizulassen. Kongressabgeordneter Jim McGovern, Co-Vorsitzender der Tom Lantos Menschenrechtskommission, erneuert die Forderung nach der bedingungslosen Freilassung von Gedun Chökyi Nyima und seiner Familie. He should be freed because no government is justified in doing what the Chinese government has done to him. To kidnap and hold someone, to control his entire life and the lives of his family members for decades with no end in sight. He should be freed because he has the moral and legal right to freedom of thought, conscience and religion. Die Gemeinschaften der Friends of Tibet in der Russischen Föderation, der Ukraine und Kasachstan feierten den Geburtstag des 11. Bhinte Lama mit Gesprächen über seine Geschichte und Gebeten. Die tibetische Zentralverwaltung veranstaltete am Samstag letzter Woche ihr erstes offizielles Treffen mit Beamten des US-Außenministeriums im Tibet-Büro in Washington D.C.
Dies ist ein Meilenstein in der Entwicklung der Zusammenarbeit mit den US-Behörden und ein Moment des Stolzes für die CTA. Lisa Peterson, die stellvertretende Sekretärin des Büros für Demokratie, Menschenrechte und Arbeit, und Scott Busby, der amtierende stellvertretende Hauptsekretär des Büros für Demokratie, Menschenrechte und Arbeit, sowie der Beamte des Auswärtigen Dienstes Anton Jong-il, Jonathan Fritz, der stellvertretende Staatssekretär für ostasiatische und pazifische Angelegenheiten, und Maria Mercer, die stellvertretende Direktorin des Büros für internationale Religionsfreiheit, nahmen zusammen mit Mitgliedern des Nationalen Sicherheitsrates an dem Treffen teil. Sejong Dr. Lobsang Singhi traf sich auch mit dem Kongressabgeordneten James McGovern. Der Kongressabgeordnete sprach über seinen Besuch in Dharamsala für die Verabschiedung mehrerer Gesetzentwürfe, die sich ausschließlich mit tibetischen Themen befassen. Da die zweite Amtszeit von Dr. Lobsang Singhi im Mai 2021 endet, organisierten Tibeter und Tibet-Unterstützer Veranstaltungen, um ihm für seine Verdienste zu gratulieren. Die All-Party Japanese Parliamentary Support Group for Tibet organisierte am Dienstag dieser Woche ein Online-Treffen, um Sejong Dr. Lobsang Singhi ebenfalls zu beglückwünschen. Herr Shimomura Hakobu, ehemaliger Bildungsminister Japans und Vorsitzender der japanischen Parlamentarischen Unterstützungsgruppe für Tibet, bekräftigte, dass sie weiterhin ihre Unterstützung verstärken und gemeinsame Anstrengungen unternehmen werden, um dem tibetischen Volk zu helfen, während er hervorhob, dass sie speziell den ehemaligen Premierminister Herr Shinzo Abe zu der Online-Glückwunschzeremonie eingeladen haben und auf seine Teilnahme an der Parlamentarischen Unterstützungsgruppe für Tibet hoffen. Sejong Dr. Lobsang Singhi dankte dem Volk und der japanischen Regierung für ihre unerschütterliche Unterstützung der tibetischen Sache während des Treffens, an dem auch der ehemalige japanische Premierminister Herr Shinzo Abe und Herr Yasuhide Nakayama, stellvertretender Verteidigungsminister, teilnahmen. Sejong drückte seine tiefe Freude darüber aus, dass die Zahl der Mitglieder der Allparteien-Parlamentariergruppe für Tibet auf 98 gestiegen ist. I still remember Shimomura Sensei and Sakurai Sensei came to Dharamsala under the direction of Shinzo Abe Sensei, and we had a very good meeting, and I was invited to visit Japan, and since then I have been visiting regularly, and I'm so happy to learn that the membership of the Tibet Parliament Support Group has increased to 98 members. In ähnlicher Weise organisierte die Tibeter-Gemeinschaft New York und New Jersey am 24. April in der Phuntsho Daeshi Community Hall eine denkwürdige Dankeschön-Veranstaltung für den CTA-Präsidenten Dr. Lobsang Singhi für seinen 10-jährigen engagierten Dienst und seine hervorragende Führung. Die Tibeter-Gemeinschaften New York und New Jersey sowie Philadelphia und Chikte-Tsokpa überreichten Dr. Lobsang Singhi an diesem Tag Auszeichnungen und Erinnerungsstücke. Der Jahresbericht 2021 des US-Kommission für internationale Religionsfreiheit, der am 21. April veröffentlicht wurde, erwähnte, dass die chinesische Regierung ihre allgegenwärtige Kontrolle und Unterdrückung des tibetischen Buddhismus sogar bis zum heutigen Tag fortgesetzt hat. Der Bericht bezieht sich auf Tibet, wo er die Beschränkungen verschiedener religiöser Aktivitäten erwähnt, einschließlich des Verbots für tibetische Studenten und Regierungsangestellte an traditionellen religiösen Versammlungen teilzunehmen und der Bestrafung derjenigen, die den Lehren seiner Heiligkeit des Dalai Lama zuhören oder sein Porträt besitzen. Es wird auch die Politik der Sinisierung des tibetischen Buddhismus erwähnt, die der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas, Xi Jinping, während des 7. Tibet-Arbeitsforums im August 2020 betonte. Das Tibet-Büro in Taiwan hat am Donnerstag letzter Woche eine Biografie mit dem Titel 3 Geburtene in einem Leben veröffentlicht, die das Leben und das Vermächtnis von Gaso Gyabje Gedir Rinpoche darstellt. Die Buchtitel erklären, fügt Gyabje Gedir Rinpoche hinzu, dass der Titel des Buches das Überleben der chinesischen Militärinvasion und Angriffs impliziert, die er hautnah in Tibet miterlebt hat. Die Biografie ist die 42. Veröffentlichung von Gangjung Publication und der Autor Li Changlin verfasste das Buch in chinesischer Sprache. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.